Ja, egal wer, es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, mit wem ihr schreibt. Und am besten immer zu wissen, okay, das ist auch wirklich mein Opa, mein Kollege, mit dem ich schreibe, der Tisch Leute aus dem realen Leben. Aber die Welt vom Internet ist so groß, es kann ja so schnell von fremden Leuten angeschrieben gehen, auf zu gucken, ob das dann noch die Leute sind, ob das Mausi 99 ist. Kann ihn dann am besten auch Fotos machen vom Profil und die kann ihn dann auch Reverse Google angehen, für zu gucken, ob das nicht vielleicht ein Foto, die geklaut ist von irgendwelchen Seiten, die einfach benutzt wird, für ein Fake-Profil zu erstellen. Und dass du eine kleine Recherche möchtest, weil wenn ihr am Zweifel ist, dann ist es immer besser, zweimal zu überprüfen, weil du laufen da viel Gefahren auf ihn. Wenn ihr von einer Nummer geschrieben kriegt oder von einer E-Mail-Adresse geschrieben kriegt, wo ihr nicht wisst, wie ein Absender ist, dann ist es immer gut, wenn ihr die Message blockt, vor allem, wenn ihr den Content vom Message nicht versteht oder nicht umgebracht ist, sie wird, weil Bilder von Gewalt da sind oder sexueller Missbrauch eventuell, ja, dann kann ihn, soll ihn die Message natürlich blocken und die Beweise sammeln, für weiterzugehen. Ja, zunächst einmal gilt es, die Ruhe zu bewahren, weil wenn man Opfer von Sextortion ist, ist es ziemlich schambesetztes Thema und die Personen sind in regelrechter Panik, dass sie dann überreagieren und in ihrem Kopf quasi die Szenarien ausmalen, was wird dann geschehen, wenn plötzlich Freundeskreis, die Eltern oder die Schule davon erfährt, dass man jetzt sich irgendwo präsentiert hat oder sogar, dass es ein Sextape, also sprich Videoaufzeichnung des Geschlechtsverkehrs gibt. Und das ist einfach sehr, sehr schambesetztes Thema. Deshalb versuchen erstmal Ruhe zu bewahren, runterzukommen, nicht die Forderungen zu bezahlen, denn die Betrüger werden nicht aufhören, nach weiteren Zahlungen zu fragen und eventuell sofort irgendwie einen emotionalen Support holen. Und da können zum Beispiel Anlaufstellen empfohlen werden wie Kana-Jugendtelefon, also KJT 116 111. Dort kann man sich Emotional Support holen und natürlich die B-Secure Helpline. Da kann man sich ganzheitlich beraten lassen über die Prozedur, was man denn am besten machen kann und vielleicht die Gedanken zu strukturieren und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Et derwen op keinen Fall dann jugieren, et derwen net mam Fanger opweise fir Waruste duch dorop agelos, fir warust eng Foto gescheckt. Du weest doch mat frieme kommuniceier de net an all die Sachen, die en sech firstelle kann, wo in dem anderen dann nimmen noch méi Schlechtgefühl vermittelt. Et soll verständnisvoll sinn, et soll fein eroisch sinn fir un alle man net a Panik ausbrischen an der nach méi darauf fokussiere, wat dat noch fir Schneeballeffekt hat, mit soll zo schwatzen, an einfache klore Kap behalen, Mut zo schwatzen, an dann zu summen sich informieren an die nächste Schritt machen, für den Fall dann zu klassieren. Es kann in der Person verschiedene Rotschläger auf den Weg gehen, falsche Messagen zum Beispiel zu ignorieren, zu blockieren, Beweise zu sammeln, ganz wichtig, für das, wenn sich eben noch entscheidet, legale Weg anzuschlagen, dass natürlich Prüfen hat, die das Ganze untermauern.